Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch da draussen geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr gut. Es ist einfach wirklich fucking heiß. Ich sag's, wie es ist. Es ist so schlimm heiß bei uns. Ich weiss nicht, wie ist es bei euch gerade? Wie ist die Hause? Weil irgendwie bei uns, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, wir haben nie irgendwie eine Klimaanlage oder einen Ventilator oder irgendetwas müssen haben, weil es ist ja irgendwie automatisch einfach kühl war bei unserem Haus. I don't know wieso. Vielleicht auch, weil es irgendwie, wenn du im Dorf wohnst oder auch außerhalb von der Stadt, noch ein bisschen weniger heiß ist. Aber wirklich da in der Stadt, es ist gottlos. Es ist so unglaublich heiß. Und wir wohnen ja halt auch noch im zweiten Stock, also bei uns ist es schon noch, ja, und dann ist es eine Altbauwohnung, also wirklich bei uns, wir sind am Verschmachten da. Und ich habe ja jetzt Zeit, oh mein Gott, wie lange habe ich schon Ferien? 1 Woche? Ein bisschen mehr als 1 Woche? Ja, es ist schon, ja okay, fast 2 Wochen Ferien. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die ganzen 2 Wochen Ferien, die ich bis jetzt so hatte, habe ich irgendwie nicht viel gemacht, weil ich einfach so keine Energy hatte. Also natürlich auch, einfach, wenn man Ferien hast, bist du einfach zuerst mal kaputt und willst mal deine Ruhe haben und mal nichts machen. Aber nur schon von der Hitze, also ich bin einfach so schlapp gewesen, ich habe so viel geschlafen. Can auch. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr heiß. Und jetzt haben wir uns heute eine Klimaanlage gekauft. Ich fühle mich so erwachsen, ihr wisst nicht. Ja, weil einfach, also wir haben dann so einen kleinen Ventilator, so einen mega alten haben wir jetzt gehabt. Und wir sind wirklich die ganze Zeit nur von dem Ventilator gekocht. Und es ist so, also wirklich, wir haben es nicht ausgehalten, weil der hat irgendetwas gebracht. Oh mein Gott, nein, es war so schlimm gewesen. Und jetzt haben wir uns einfach eine fucking Klimaanlage gekauft, so eine kleine Klimaanlage. Und es ist einfach toll. Also es ist jetzt gerade in diesem Zimmer gleich wieder heiß, weil ich habe da die Türen zu, wenn ich meine Podcast-Folge aufnehme. Und ich bin gerade da unter der Decke, weil ich ein Röckchen habe und jetzt weiss ich auch nicht. Aber ich merke es gerade wieder, wie es wieder wärmer wird, aber es ist sonst wirklich richtig horrible in unserer Wohnung. Und halt auch, wenn du rausgehst, es ist so richtig schwül. Genau. Aber ich hoffe, bei euch ist es wenigstens nicht so unaushaltbar heiß wie bei uns gerade. Ja, es ist auch bei den meisten von euch wahrscheinlich bald Ferien. Und ja, ich dachte, wir reden heute ein bisschen allgemein über das Thema Ferien. Was ich mir so ein bisschen vornehme im Sinne von mental. Also wie tue ich mich mental vorbereiten? Weil ich habe immer das Gefühl, vor dem Sommer fängt man so ein bisschen mit allem an zu strugglen. Mit Sommerfigur, mit einfach Körper, mit, keine Ahnung, dass man viel muss erleben und das und das. Also wirklich so, bei mir ist, ich merke es auch jetzt gerade wieder so, eben, ich bin jetzt 2 Wochen lang daheim gehockt. Und ich habe ja schon Sachen eigentlich erlebt. Ich weiss auch nicht, in meinem Kopf habe ich immer so das Gefühl, ich muss den ganzen Tag jetzt ausnutzen, weil jetzt habe ich mal Zeit, jetzt habe ich mal frei. Und es ist so schlimm. Ich habe mir so viel vorgenommen, dass ich jetzt, wenn ich Ferien habe, dass ich wieder voll Content machen und das machen kann. Und ich habe nichts geschafft. Ich glaube, ich habe schon lange, nicht mehr eine Woche lang, nichts auf TikTok gepostet. Und ja, heute ist, glaube ich, der 6. Tag. Also es ist schlimm. Und ich habe es auch nicht geschafft, Podcast-Clips von der letzten Woche schneiden. Also ja, momentan schwierig. Ich bin wirklich ganz stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, daher hocken und eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn sie wieder zu spät kommt. Nein, es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm. Ich habe für nichts gerade Energy. Irgendwo sage ich mir auch, es ist gerade okay. So, es ist meistens dann, wenn du so, ja, kurz vor der Sommerferien immer so einen Stress hast mit Abgaben, mit dies, dann ist es irgendwie immer so, kann ich einfach so, wenn du nachher Ferien hast, ist einfach so, man ist jetzt free. Und man will einfach von niemandem irgendetwas hören, man will keinen einzigen Task erledigen. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, das ist vielleicht auch ein bisschen menschlich. Ich hoffe, ich komme wieder ein bisschen in den Flow dann, wenn, ja, vielleicht in ein paar Tagen hoffentlich. Aber ja, ich habe gedacht, ich erzähle sonst noch ein bisschen, bevor wir anfangen, noch ein paar Sachen, die ich so ein bisschen erlebt habe die letzten Tage. Eben, ich habe ja eigentlich viele Sachen erlebt, ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin zum einen an der Pride gewesen. Vor 2 Jahren bin ich schon mal an der Pride gewesen, mit meiner Schwester, aber nur ganz kurz. So der, wie sagt man? Parade? Sagt man nicht Parade? Irgendwie ja schon. Mal, man kann schon Parade sagen. Parade, ja. Und sonst bin ich mal mit, kennt man das noch? SRF Youngbulanz. Ich habe ja ganz früher mal beim SRF gearbeitet, für, glaube 3 Jahre, 4 Jahre? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Nein, 3 Jahre habe ich für das SRF Youngbulanz gearbeitet. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und das ist so ein, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das noch kennt? Das wäre crazy. Das war so ein Instagram-Format, wo ich einer von 4 Hosts war.
und halt mit Leuten müssen Interviews führen oder irgendwie, weiß doch nicht, einfach so, sie haben so Instagram-Format gemacht und ich bin wie eine Moderatorin von 4 und ich bin dann wie mit dem Brian zusammen, oh mein Gott, den habe ich gerade gestern gesehen, der Kevin auch, Alter, ja, bin ich an die Pride gegangen damals und wir haben auch so ein bisschen Content gefilmt und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Pride ist nur so etwas für queer Menschen und ich, ja, bin nicht queer, ich stehe auf Männer. Genau, und darum habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, eben, dass es nur für queer Menschen ist, aber voll nicht. Also logisch vor allem, aber du bist auch herzlich willkommen, wenn du einfach sonst ein Supporter bist oder wenn du einfach, ja, genau. Ich finde es so geil, Pride. Also irgendwie, ich habe dieses Jahr mit mega vielen Friends von mir darüber geredet, weil sie einfach auch nicht gewusst haben, dass es für alle Leute irgendwo etwas ist, also im Sinne von, dass alle willkommen sind. So. Und ja, darum, also jetzt ist es zwar schon vorbei, aber nächstes Jahr, wenn ihr Pride gehen wollt, dann, ja, also und es natürlich supported. Ich finde es eine mega geile Experience. Ich finde es übel nice. Es ist so ein Safe Space. Also du bist einfach, ich weiß auch nicht, ich fühle das komplett, weil du kannst anlegen, was du Bock hast. Es ist so eine geile Stimmung, es sind alle irgendwie so glücklich. Es ist so, ich weiß auch nicht, das ist einfach, ja, du vergisst kurz irgendwie, was so alles Schlimmes auf dieser Welt gibt irgendwie. Das ist irgendwie so mega kitschig gerade, aber ich finde es ein mega geiler Vibe und es ist halt auch immer so, ja, ist jetzt zwar nicht negativ, aber es ist immer so mega heiß und irgendwie gibt mir das so einen Sommer-Vibe auch. Also ich fühle es komplett und ich bin jetzt zwar nicht an der Parade dabei gewesen, weil das mir so zu heiß war und ich war mit dem Can unterwegs gewesen. Und richtig Abend dann, ich habe das eben gar nicht gewusst, gibt es eben wie so bei, also dieses Jahr ist es jetzt beim Dings gewesen, bei der Landiwiese in Zürich, wie die sich in Zürich auskennen, das ist gleich. Einfach so am See dort, ist wie so eigentlich ein Festival gewesen und es hat wirklich Leute auftreten. Und ich habe das voll nicht gewusst, also ich bin mit einer Kollegin, mit der Nadine vom Studium von mir gegangen und sie hat mir gesagt, ja, es ist wie ein Festival dort. Und ich schaue halt so mal an, wer tritt auf. Und ich sehe einfach so ein paar ESC-Leute. Und für die ja mich so ein bisschen verfolgen, ich bin ja voll jetzt dieses Jahr im ESC-Dings im Game gewesen, weil ich einfach für die gearbeitet habe vor Ort und weil ich einfach ja, so ein bisschen verfolgt habe, einen halben Crush auf den Keil bekommen habe. Nein, ja, darum hat mich das übel gefreut. Genau, dass ein paar Leute waren. Der Keil war leider nicht da gewesen. Aber voll, also ich habe es richtig, richtig geil gefunden. Dann, was haben wir noch? Ich habe mir Curtain Bangs geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, für euch macht es jetzt keinen Unterschied, aber für mich macht es einen kranken Unterschied. Ich habe ja eigentlich immer Curtain Bangs gehabt, nachdem ich mir mal einen Pony geschnitten habe im 2020. Wow. Und ich habe es dann irgendwie immer so ein bisschen wachsen lassen. Es war immer so ein bisschen länger gewesen. Und ich habe jetzt irgendwie ein TikTok auf meiner For You-Page gehabt, wo eine zeigt, wie man es schneidet. Und es war wirklich am Morgen gewesen. Und ich habe mir gedacht, let's go. Irgendwie immer, wenn ich Ferien habe, dann gebe ich so einen Fick auf alles. Dann gehe ich so crazy. Dann kann ich richtig geile Outfits anziehen. Dann kann ich irgendwie mit meinen Haaren machen, was ich Bock habe. Irgendwie ist mir dann alles scheißegal. So schade eigentlich. Eigentlich müsste das immer sein. Aber ja, whatever. Ich habe mir jetzt wieder so ein bisschen kürzere Dings geschnitten, falls ihr das Video schaut. Also es ist nicht krass. Ich denke jetzt, wenn ich es nicht gesagt hätte, wäre es niemandem aufgefallen. Aber ich habe jetzt gedacht, ich muss das gleich noch mit euch mitteilen. Und es war wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Also ich merke, das macht im Fall wieder so viel mit meiner Confidence, weil ich mich so wieder einfach so ein bisschen hübscher fühle. Ich fühle mich jetzt wieder so ein bisschen cuter mit so Bangs und wenn ich so meine Haare aufnehme, dann kommen wieder so ein paar Strähnchen führen. Ich weiß nicht, ich fühle es komplett, ich finde es richtig geil. Genau, darum, vielleicht ist das so ein Zeichen zum Kaffee gehen oder zum einfach eure Haare selber schneiden. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, aber ja, genau. Was habe ich gemacht? Ich war im Alpamare mit einer Kindheitskollegin. Das ist auch so lustig. Ich habe irgendwie wir kommen ihnen nachher dazu, aber ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, mehr machen den Sommer oder einfach so ein bisschen, ja, eben, wir kommen nachher dazu. Auf jeden Fall habe ich meine Kindheitskollegin gefragt, weil ich habe letztens wirklich so einen Gedanken gehabt, vielleicht ist das eigentlich gerade ein Gedanke, den ihr vielleicht könnt mitnehmen könnt. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich finde das eigentlich schön Friends haben, wo man so seine Kindheit kennt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich wenig Leute, die ich schon lang kenne, seit Kindheit. Also ich habe wirklich eine Kollegin und wir haben so eine Freundschaft, wo man sich eigentlich wirklich selten sieht. Aber wenn man sich mal sieht, dann haben wir es mega gut miteinander, mega cool. Und ja, irgendwie letzte ist mir ganz mir mal so Gedanken über das gemacht. Und mir so irgendwie voll cool, dass ich so eine Kollegin habe und ich sie Kinder kenne.
Und irgendwie voll schade, dass wir uns so wenig sehen. Weil sie ist eigentlich eine gute Kollegin von mir. Ja, und irgendwie hatte ich so den Gedanken gehabt. Und dann habe ich einfach mal spontan geschrieben, hey, machen wir was? Und sie so, ja voll, sie hat übermorgen und übermorgen Zeit. Und das war irgendwie so spontan gewesen. Und es ist so unglaublich geil gewesen. Also wir wollten zuerst go böteln in der Limmat mit so 2 Ringen. Das wäre das erste Mal gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber es ist leider go Tunnel gekommen, also es wäre ein bisschen schwierig gewesen. Und dann haben wir einfach spontan gesagt, wir gehen ins Alpamare. Für die, die das Alpamare nicht kennen, das ist einfach ein Indoor-Wasserpark wo ist der? Im Kanton Schwyz? Nein, Rapperswil. Oh Gott, das ist gerade nicht an der Grenze. Ja, ist ja gleich, für die es kennen, die kennen es. Aber es ist wie der Santis-Park oder Schwyz, was gibt es noch? Ja, ich weiß, was ein Indoor-Wasserpark ist, Wasserspielplatz, whatever, mit so Bahnen, Rutschbahnen und so. Und Aussenbäder, Innenbäder, alles mögliche, Wellenbad und so. Und wir sind halt früher als Kind sind wir auch schon dort gewesen, und das ist für mich halt komplett Kindheit. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal im Alpamare war. Also wirklich schon Ewigkeiten her, aber als Kind ist mir halt dort immer hingegangen. Und es ist halt so geil gewesen, weil erstens, es hat wenig Leute gehabt, weil es haben praktisch niemand Ferien und es war so Montag gewesen. Und sie hat eben auch gerade frei gehabt, weil sie arbeitet in einer Praxis, wo man eine Dialyse, ich sage immer Paralyse, Alter, Dialyse macht, ist ja gleich einfach so ein bisschen, ja, spitalmäßig, fuck, ja, genau. Auf jeden Fall, sie hat einfach frei am Montag und eben, es hat wenig Leute gehabt und es kommt in diesem heißen Wetter halt einfach auch niemand auf die Idee, ins Alpamare zu gehen. Darum, es ist wirklich richtig geil gewesen. Also ich kann es empfehlen. Ich habe mir zuerst gemeint, oh mein Gott, es ist so heiß und das heiße Band so, aber es ist, ich würde gerade wieder gehen, es ist so geil gewesen. Nur schon einfach so die Nostalgie und ich finde es ein perfektes so Date einfach so mit der Kollegin machen, weil du hast so die Mischung zwischen einfach mal draußen im Bad chillen und labern und reden, und wir hatten so geile Gespräche gehabt, weil du bist ja wie, also weißt du machst ja gleich noch etwas in dem Sinn, also wir schwimmen jetzt nicht, wir hocken einfach im Bad oder im Sprudelbad, oder es gibt zum Beispiel jetzt mal Bavarië, also wie sagt man, die Zirkulation, die Strömung, wo du kannst mitströmen sozusagen, und es war so geil gewesen. Und dann gibt es die Abwechslung von einfach mal Bahnen gehen. Wir haben wirklich jede Bahn ausprobiert, also das Ziel war, jede Bahn einmal machen. Es war einfach verdammt funny gewesen. Also wirklich 10 von 10 Experience, macht das mit euren Friends oder macht das einfach das Zweite, macht das mit eurem Date, also, oder mit der Family einfach, keine Ahnung, also wirklich, ich finde das voll geil. Und es gibt, glaube ich, sogar noch einen Aussenbereich zum Baden. Also ich muss sagen, wo wir waren, es war jetzt nicht in irgendeinem Regen mega, aber also ich habe eine geile Experience gefunden, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir auch schon zum Lustigsten von der Woche, weil es hat das erste Mal nach langem wieder mal in dieser Woche so einen Moment gegeben, wo ich während dem Moment gedacht habe, oh mein Gott, das muss ich euch in der Podcast-Folge dann erzählen. Weil es ist wieder so ein Moment, wo ich nicht weiss, ist es jetzt einfach für uns lustig oder findet ihr es jetzt auch lustig? Kann ich das überbringen, was wir erlebt haben? Weil, also, ich mir vorstellen, wir waren auf dieser Rutschbahn gewesen, und also du darfst ja, also es hat immer so oben dran so eine Ampel, die so rot ist, und wenn es grün ist, darfst du gehen. Und Bro, es war fucking leer gewesen. Es war niemand dort gewesen. Also weißt du wie, und ja, okay, safe müsstest du warten, aber wir sind so, keine Ahnung, wir sind so 2 24-jährige Frauen, so, es juckt uns fett nicht, ob jetzt der grün ist oder nicht. Wir sind da vielleicht kein gutes Vorbild für die Jüngeren, aber ja, ich check it. Und dann sind wir halt einfach irgendwie gefahren. Also weißt du, so, juckt ja nicht. Also entweder sind wir halt komplett, weißt du, so hebend das Zweite gefahren, oder wir hatten so einen Abstand gehabt. Aber es ist jetzt wie, ja, wir haben jetzt nicht so Angst gehabt, dass wir da sterben. Sagen wir es so. Und ja, es ist halt irgendwie Erfahrung gewesen. Wir sind dann bei einer Bahn, also dort ist schon, ja, bei der anderen Bahn haben wir immer so ein bisschen geschaut, dass es jetzt nicht gerade offensichtlich ist, dass wir nicht bei grün gegangen sind, aber wir hatten dann gleich so einen kleinen Abstand gehabt. Und bei einer Bahn bin ich dann offenbar ein bisschen zu früh schon losgegangen, beziehungsweise ich war viel schneller als sie, und wir sind dann fast gleichzeitig unten angekommen. Aber auch nicht gefährlich oder so, weißt du, so voll chillig. Und der Badmeister unten sagt dann halt so, ja, ich muss warten, bis es grün ist, wir müssen ja eid, weißt du. Und dann kommen wir rauf. Also es ist ja wie unten schon mal einen halben Zusammenschiss, er hat es uns einfach gesagt, ist schon so okay. Und der oben, der ist dann schon ein bisschen mehr so, ja, ich habe es nicht mehr gesehen und so. Also weißt du, so ein bisschen, schon ein bisschen mehr Pfeffer im Arsch so, und hat da so eine Ansage gemacht. Und wir dann so, ja, der unten hat es auch schon gesagt, Messe für den Hinweis. Ja, also ist halt auch ihr Job, ich check so. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, das war so lustig gewesen. Wir sind dann auf eine Bahn gegangen, wo halt mit Ring gehst. Und da gehst du ja einzeln. Und dann bin ich halt wie ich zuerst gegangen.
Und ich habe dann schön brav gewartet, bis es grün ist. Weil das ist auch so dumm. Weißt du, vorher, es ist lang niemand. Und dann ist ja, also es wird ja automatisch irgendwann wieder rot machen, auch wenn jetzt niemand gefahren ist. Und dann, also du kommst dir so blöd vor, wenn du dann wartest, weil der Badmeister halt meistens halt am Schauen ist. Und ich so, grün, gut, dann bin ich gegangen. Und Sarah, meine Kollegin, sie war dann eben noch oben gewesen. Und I don't know, wieso hat der Badmeister dann irgendeinen Move machen und ihr helfen, so mit dem Ring, weil also du musst wie so, hast so führen gehen, und hat dann wie ihr so, sie so führen stoßen. Das war so ganz weird gewesen. Und es kommt der beste Move, er will sie so stoßen und ihr so einen Schupf geben. Und sie tut einfach so anhalten, so mit der Hand, schaut so zurück und macht so mit dem Finger, es ist noch nicht grün. Oh mein Gott. Und er schaut sie einfach so richtig schockiert an und sagt so, ja, stimmt. Und dann sind sie so richtig awkward am Warten gewesen, bis es grün geworden ist. Vor allem, wir wissen, weißt, es ist ja auch also so unnötig, weil ich bin auch schon, es ist auch schon wieder eine Zeit dann vergangen, wo es wahrscheinlich schon wieder grün gewesen wäre und dann ist es auch wieder rot geworden. Also es ist einfach komplett unnötig gewesen, aber es ist einfach so, ich liebe es, wie sie einfach so straight up die Eier gehabt hat, zu mir zu sagen, also, es ist jetzt noch nicht grün. So richtig Bitch da gegeben, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das lustig findet, aber also sie hat es mir nachher unten erzählt und wir haben einfach eine fette Schlag, wir haben Tränen in den Augen gehabt, jetzt so lachen. Genau, einfach weil, ja, weißt du, wir sind beides jetzt nicht so Leute, die irgendwie eben so die Eier haben, um so Leute dann so einen Move machen und sie ja auch nicht. Und dass sie dann einfach so einen Move gemacht hat, ist so gewesen, oh mein Gott, crazy! Ja, keine Ahnung, also das war lustig. Genau, dann bin ich gestern an der Release-Party von der Chichi und der Kashita. Falls ihr die nicht kennt, dann könnt ihr mal auschecken. Wir müssen hier Schweizer Musik ein bisschen supporten und ich finde, sie machen wirklich geile Musik. Und jetzt haben sie einen Song rausgebracht, der heisst «Schön». Und ich liebe das Musikvideo. Also der Song ist natürlich auch schon mal geil. Und auch die Thematik, es geht so um Feminismus. Und einfach, also hört den Song «Schön» von Chichi, G-I-G-I und Kashita, C-A-C-H-I-T-A. Und «Schön» muss ich jetzt nicht buchstabieren, ich glaube, das checken wir alle. Aber ja, hört unbedingt den Song mal und schaut das Musikvideo, das ist jetzt rausgekommen. Ich finde den Vibe eben so geil, weil sie haben sich so, ist das 70er gewesen, so 70er-mäßig stylt, komplett aufwendig. Und halt so in einer Küche ist so, also weißt du, so in einer richtigen 70er-Küche, wo extra alles eingerichtet ist mit so Blättli-Boden, wo so schwarz-weiß kariert ist und so richtig geilem Vibe. Oh mein Gott, also wirklich, ich habe es so geil gefunden. Und ich habe auch gestern irgendwie, es hat so viele coole Leute gehabt dort an der Release-Party, so viele, die ich kennt habe. Und irgendwie, ich bin ja jetzt längerem auch schon wieder so ein bisschen am Überlegen, ja, was will ich so ändern beim Podcast? Also ich mache wahrscheinlich auch eine Podcast-Pause. Ich muss mal noch schauen, weil nächste Woche kommt wahrscheinlich eine Podcast-Folge wieder alleine, wo ich, also entweder alleine, wo ich Tagebuch vorlese, vielleicht, oder es kommt schon eine Podcast-Folge mit der Nina, wir müssen noch schauen, weil wir gehen das Open Air St. Gallen und ja, ich gehe nur einen Tag am Samstag und sie geht halt alle Tage und ja, also sie ist dann meistens heiser und kaputt und ist schon schwierig, so eine DP-Folge erzählen über Hongkong und sie ist dann so, ja, so, also, darum, wir werden sehen. Und sonst ist es halt eine Woche später und ja, vielleicht gibt es dann nachher eine Podcast-Pause, vielleicht gibt es noch eine Folge alleine. Mal schauen, aber ich will eigentlich die Zeit auch mega nutzen, um dann mal, eben, vielleicht ist es einfach so ein Monat, um auch mal so ein bisschen wieder darüber nachdenken, was kann man so ein bisschen ändern und so. Weil ich habe jetzt wirklich auch gerade noch mal durch gestern durch das Event so gemerkt, ich sage es eigentlich immer wieder, ich muss es mal umsetzen, fuck, wie viele coole Leute ich eigentlich kenne. Und ich habe mit so vielen Leuten, so weißt einfach, zum einen sind es spannende Leute, die viele geile Sachen zu erzählen haben und zum anderen, ich vibe mit diesen Leuten. Also ich finde das mit einem Podcast eben auch noch mega wichtig, dass es nicht einfach nur interviewmäßig ist und ich bringe jetzt da irgendeinen Vlog her und es ist dann so, ja, okay, erzähle von deinem Leben, sondern ich will ja auch, dass wir so einen geilen Vibe zusammen haben und dass es so ein bisschen, ja, einfach cooler Vibe ist so. Und ich kenne eigentlich so viele Leute, die ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es eine übel geile Podcast-Folge werden. Ja, und ich merke irgendwie, ich bin eigentlich immer dagegen gewesen, für so eine, so ein Podcast-Setting, also irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Studio zu haben, weil ich mag den Vibe, so da in meinem Bett chillen und so spontan und ja, es ist erstens nicht aufwendig und zweitens, ich finde es wirklich auch so ein bisschen persönlicher. Also wenn ich jetzt, also I don't know, ich weiß nicht, wie oft ich fühle mich da wohl, ich bin da in meiner Era, ich bin in meinem Bett, das ist mein Zuhause, das ist
alles. Und wenn ich dann in einem Studio hocke, also ich glaube jetzt schon nicht, dass ich dann auf einmal wieder anders rede und so das Gefühl habe, ich muss jetzt voll formell reden, aber irgendwie sobald es dann auch ein bisschen more professional ist, habe ich dann irgendwie also das Gefühl, ich müsste jetzt da noch einen krasseren Podcast machen, also krasser, ja, nicht einfach drauf loslassen oder so. Aber ich finde, mit so Gästen könnte es eben schon geil sein. Es könnte schon sehr nice sein. Eben, da könntest du auch so ein bisschen Mühe geben mit so ein bisschen den Hintergrund schön designen und I don't know, so ein bisschen persönlich machen. Irgendwie hätte ich schon Bock auf das, aber das Studio ist halt auch teuer, ich weiß nicht. Ja, schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare, was ihr davon haltet. So. Ja, oder ob ihr auch überhaupt Bock habt auf so mehr, so ein bisschen Gäste und alles. Es wäre eigentlich geil. Ich hätte eigentlich mega Bock drauf. Genau. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Main-Thema heute. Und zwar, wie machen wir uns ready für den Sommer mental? Was machen wir persönlich mit unseren Gedanken, dass wir einen geilen Sommer haben? Weil irgendwie, also ich weiss es einfach selber von mir, meistens ist ja immer der erste Gedanke, dass man so das Gefühl hat, eben, man muss jetzt bis im Körper achten, dass man das und das macht und ja nicht, weiss doch nicht, Sport machen und also so Sachen. Oder auch so, ich habe dann das Gefühl, eben, man muss jetzt alles geil erleben und weiss doch nicht, blablabla. Ja, also wie, wir können jetzt mal heute uns in dieser Podcast-Folge wirklich mental darauf vorbereiten. Und das ist eigentlich viel wichtiger, weil im Kopf beginnt die ganze Scheiße. Voll. Ich habe jetzt sowieso ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich persönlich mir mega wichtig sind, die ich mir vorgenommen habe, diesen Sommer mich wirklich darauf zu achten. Und ich hoffe, dass ihr da auch das eine oder andere könnt mitnehmen könnt. Und der erste Punkt ist bei mir, eben, das muss ich mir selber auch mega fest sagen, dass ich mir nichts muss irgendwie leisten muss. Also ich muss nichts machen. Ich habe mir die Sommerferien jetzt verdient. Ich habe jetzt keine Schule, klar, ich habe immer noch Social Media Sachen, aber es ist komplett okay, wenn ich auch mal einfach nur müde bin und eine Woche lang oder einfach von mir aus auch die ganze Ferien nichts machen und mal ein bisschen runterfahren. Und also wie, eben klar, es gibt so Sachen, die musst du machen, aber wie, ich merke einfach, dass ich mir, auch wenn ich mal ausschlafe, ich sage mir mega schnell, oh mein Gott, du musst jetzt das und du musst jetzt das und du könntest mit den Tag nutzen und das und so. Und eben, wenn ich mal dann den ganzen Tag lang die Heizschille und rumfaulenzen und in dem schönen Wetter einen Film schaue oder im Bett chillen, dann mache ich mir immer am Abend so ein schlechtes Gewissen. Und dann denke ich mir so, Bro, eigentlich scheißegal, das ist voll okay. Eben, ich habe gerade Sommerferien, chill den fucking Arsch. Es ist wirklich okay. Und ich will das mir mehr sagen, dass es okay ist, zum einfach mal chillen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Gesellschaft ist einfach das Ding von die ganze Zeit hustlen und machen und immer etwas zu tun. Hat das eine gute Seite, aber man darf auch mal runterkommen. Für das sind ja eigentlich Ferien da, dass man genau mal nicht viel macht, dass man mal nicht muss arbeiten und nicht Schule hat. Und irgendwie vergessen wir das ab und zu wieder so. Genau, und wir müssen dann nicht immer nur Zeit nutzen von, oh mein Gott, jetzt müssen wir alles Mögliche, jetzt müssen wir möglichst viel erleben, sondern es ist dann einfach auch okay, zum mal runterfahren, Zeit für sich nehmen, mal nichts machen, mal einfach chillen und auf das machen, was man Bock hat. So. Genau, also das ist wirklich mal ein Punkt, den ich mir mega vorgenommen habe. Dann das Zweite, ich habe es jetzt vorher schon angesprochen, aber ich habe gleich das Gefühl, das ist ein Thema, das wir immer wieder besprechen können. Ich glaube, ich mache das im Fall. Immer vor dem Sommer ist das immer so ein Thema, das Thema Sommerfigur, Körper, Selbstwertgefühl, einfach all das, weil ich merke einfach bei mir, immer vor dem Sommer kickt das bei mir am meisten, weil irgendwie im Winter, I don't know, dort ist es noch mehr so ein bisschen, ja, dort bist du auch nicht so freizügig angelegt, dort gibt es weniger, dass du mal im Bikini chillst, dort juckt es dich nicht, wie du aussiehst. Es ist wie, immer vor dem Sommer hat man so einen Stress. Warum auch immer, also so unnötig, also wie, und darum, ich habe jetzt da so die 3 Gedanken aufgeschrieben, die ich mir muss sagen, immer wieder, wenn ich kurz mich verwünsche, wenn ich so einen Moment habe. Also das eine, also es klingt jetzt irgendwie mega einfach, aber wirklich mal aktiv drauf schießen, was andere von mir denken. Oh mein Gott, wenn ich mal in der Body bin, dann kann es mir doch scheißegal sein, was andere von mir denken. Also wirklich, das ist der zweite Punkt. Es ist jeder mit sich selber beschäftigt. Das klingt traurig. Andere jucken sich nicht, also interessiert sich wirklich mehr für sich selber als für dich. Und wenn du in der Body chillst, dann zu 90% ist jeder viel mehr mit seinem eigenen Körper und wie er sein Auftreten und alles beschäftigt, als wie jetzt du auftrittst. Und darum lass das mal einfach mal komplett los. Es ist scheißegal. Wirklich scheißegal. Und da kurz ein Side-Ding. Ich muss sagen, jetzt zum Beispiel gerade so Frauenbody, merke ich, das tut mir auch mega gut, so mental. Weil, also, ja,
das kann man schon sagen, oder? In der Frauenbody sind halt mega viel auch oben ohne. Und für die mich schon länger verfolgen, gerade früher war so das Thema Oberweite immer meine grösste Unsicherheit gewesen. Und wenn du mal in eine Frauenbody gehst, also das finde ich wirklich krass, wenn du mal in eine Frauenbody gehst, du siehst einfach mal normale Körper und du siehst ja sonst nie mal Oberweite in einem nicht sexualisierten Zustand. Also ich sehe sonst ja Brüste immer, keine Ahnung, irgendwelche Schmuddelvideos oder in, keine Ahnung, ja, wo sieht man Brüste einfach so überall halt nicht in einem normalen Dings, weil du es sonst nie siehst. Und wenn du mal in eine Frauenbody gehst und du siehst einfach mal natürliche, normale Brüste, das gibt mir so, also das gibt mir so viel, das ist blöd, aber das macht so viel mit meinem Selbstwertgefühl, weil ich sehe, okay, bei mir ist auch alles in Ordnung, es ist auch normal, es ist okay, wenn die Nippel mal grösser sind, es ist okay, wenn man kleine Bubs hat, es ist okay, wenn sie hängen, es ist okay, wenn sie unterschiedlich gross sind. Also wie, also wirklich, als ich das erste Mal in der Frauenbody war, das war für mich ein Gamechanger gewesen, einfach weil ich mal schnell, einfach mal schnell auf den Boden gekommen bin und so die Realität gesehen habe, das habe ich schon noch krass gefunden. Genau. Ja, darum, ja, ich finde auch allgemein in der Body, du siehst ja alle Arten von Körper und wenn man mal ein bisschen mehr auf das achtet und weniger immer nur mit sich selber beschäftigt ist, dann merkt man ja irgendwie auch, ey, Bro, chill mal. Also wirklich, eben, ja. Und der letzte Punkt, den haben wir auch schon mal in einem Podcast besprochen, fake it till you make it. Ich finde Selbstwert, also wie sagt man, Selbstbewusstsein, das macht so viel. Das ist die halbe, wenn nicht die Drittelmiete vom ganzen Ding, vom Auftreten. Und wenn du selbstbewusst wirkst von außen, das macht dich auch schöner. Also das klingt jetzt wirklich blöd, aber das ist wirklich so. Also Leute, die selbstbewusst sind und Selbstbewusstsein ausstrahlen, da schaut man jetzt, also wie, da fallen einem Sachen nicht auf, die euch auffallen. Wenn du selber das Gefühl hast, oh mein Gott, meine Nase ist so gross und so. Wenn du ein Selbstwertgefühl wenn du wirklich ein Selbstwertgefühl nach außen strahlst, ich schwöre dir, niemandem fällt die Nase auf. Niemandem! Also natürlich auch sonst so, eben jeder ist mit sich selber beschäftigt, aber wenn du ein Selbstwertgefühl ausstrahlst, also ja, ich sage es jetzt gerade aus, aber das ist wirklich so, das habe ich über die ganzen Jahre, ist das etwas, wo ich für mich mega als Learning war, dass einfach Selbstwertgefühl, also Selbstbewusstsein so viel macht, also so von außen. Und wenn man das wie nicht hat, wenn ihr jetzt sagt, ja eben, ich bin aber nicht selbstbewusst und ich fühle mich unwohl, das ist ja genau das Fake it till you make it, wenn ihr einfach mal so dünnt. Ich habe das erst mal in der Podcast-Folge angesprochen, wenn ihr mal in der Body sind, dann hockt wirklich mal nicht so da, wie so ein Müsli, wo die Schultern nach vorne hat und euch so euren Körper versteckt, sondern hockt einfach mal da, so, richtig, nicht breit, wie sagt man, einfach mit Confidence halt, ganz normal, immer nicht verstecken. Und das macht mit eurem Körper, also es schickt ja dann automatisch auch die Signale an euren Körper, an euer Hirn, was dann einfach mit Magie, nein, aber wie, also ja, ich habe keine Biologie studiert, Leute, aber das macht auf jeden Fall etwas, promise. Genau, wir kommen zum nächsten Punkt. Nicht vergleichen, ich merke einfach, wieder gerade gottlos heiß, es ist schlimm. Ich freue mich, wieder an die Klimaanlage anhocken. Aber nicht vergleichen, das will ich mir auch ganz fest vornehmen, weil das ist eigentlich etwas vom Schlimmsten. Einfach, weil, wenn du dich mit anderen vergleichst, dann siehst du ja immer nur das Falsche an dir. Also du siehst eigentlich immer nur das, was du selber nicht hast. Und das ist so unnötig. Also wie, es macht überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen, weil jeder Mensch ist irgendwie anders. Und also wie, wenn du dich vergleichst, du wirst immer etwas finden, wo bei anderen besser findest als bei dir selber. Darum, also wenn du da irgendwo anfängst, es ist eine never-ending Story. Genau, und also es kommt nicht nur auf den Körper drauf an, sondern auch, kann ich jetzt bei irgendwelchen Ferien, wenn du jetzt Ferien siehst in der Instagram-Story oder ich weiss doch nicht, andere Erlebnisse oder sie machen Friends etwas und du hast dann das Gefühl, oh mein Gott, ich habe keine Friends. So, das ist wie, also das muss ich jetzt mal kurz sagen, ich glaube, das ist uns hoffentlich allen klar, aber Instagram ist komplett, also wie, ich will jetzt nicht gerade sagen fake, aber du zeigst ja immer nur das Schönste. Das könnt ihr wahrscheinlich von euch selber auch behaupten, das behaupte auch ich von mir. Ich poste viel, aber ich poste ja vor allem immer nur auch die schönen Sachen. Also, jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem Can in die Ferien gehe, ich poste nicht, Leute, der Can, ich hatte gerade fett Beef gehabt, sondern du postest dann einfach die schönen Couple-Bilder, was halt, das ist scheiße an Social Media, aber ist irgendwie auch schwierig zum ändern, weil es eben, bei mir, ich will jetzt ja auch nicht
Streit mit dem Can posten, das ist mir so zu privat. Aber das ist etwas Wichtiges, was man einfach auch immer vor Augen behalten. Es ist alles halt immer nur das Beste von der Ferien. Und auch, also ja, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn ich Ferien sehe, die Story von anderen, bin ich immer so, oh mein Gott, oh, die erleben so viel und die haben es so toll, es ist so schön. Und man selber ist dann irgendwie, weiß doch nicht, eben chillt die im Hotel oder whatever, weil es so heiß ist. Und das postet die andere auch nicht. Also wie, ja, also darum mal schnell darauf klarkommen, wieder mal Reality-Check machen. Instagram ist immer das Schönste. Wird immer das Schönste postet. Voll, was habe ich aufgeschrieben? Ah ja, es ist nicht deine Aufgabe, perfekt zu sein, sondern dich selber. Ganz ein simpler Tumblr-Spruch, aber ich finde ihn gut. Weil irgendwie, also, wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir müssen so perfekt sein und also perfekt für alle Menschen sein. Eben sowohl vom Aussehen als auch möglichst viel erleben und möglichst toll und das und geile Sachen können erzählen und auch, oh mein Gott, was machst du diesen Sommer, wo gehst du hin? Und dann hast du immer das Gefühl, du musst so liefern. Aber also Can und ich, wir haben noch nicht, ich habe bis jetzt noch keine Ferien gebucht für diesen Sommer. Ja, noch gar nicht. Also ich will zwar mit dem Can noch weggehen, aber wir wissen noch nicht, wohin. Oder wir haben noch nichts gebucht. So. Von dem her, ja, ich chill jetzt einfach einmal komplett eine Runde. Weil meine Aufgabe ist es nicht, perfekt zu sein, sondern echt. Ja, genau. Wir kommen zum Thema FOMO. Auch wichtig, auch relevant, immer im Sommer. Eben gerade auch wenn es Instagram-Stories siehst, eben wie wenn andere, sie haben etwas, sie erleben tolle Sachen. Ich finde nur schon Festivals, Alter, das ist scheiße in der Influencer-Szene, wenn du andere Influencer so siehst an einem Event oder irgendwo an einem Festival, bist du so, Mann, ich will auch gerne dort. Und du hast das Gefühl, also weißt, das ist ein bisschen der Scheiß. Du bist ja wie, also ich verstehe mich mit mega vielen und ich würde viele als so meine Friends bezeichnen und wie die meisten gehen ja eben irgendwie an ein Event, weil sie dann eingeladen worden sind und du selber kannst ja wie nicht entscheiden, ob du eingeladen wirst oder nicht, sondern du wirst auch eingeladen oder nicht. Das heisst, du kannst es wie nicht beeinflussen. Gut, Festival könntest du jetzt noch in den Tickets einfach kaufen, aber ja, jetzt zum Beispiel Events. Und dann ist es irgendwie einfach so schnell das FOMO-Gefühl da von, oh mein Gott, alle meine Friends, die sind jetzt an dem Event und du kannst nicht, weil du nicht eingeladen worden bist. Das ist wirklich scheiße. Also ja, das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau so. Es ist schon geil, dass wir an Events eingeladen werden. Aber ich hoffe, ihr checkt so. Aber ja, das sind meine Punkte zum Thema FOMO. Du verpasst nie etwas, was für dich bestimmt ist. Ich finde, das ist so ein schöner Satz. Also wie sagt man dem? Aber also wie das Schicksal führt dich dort her, wo du hin sollst. Und wenn ich an das Event hätte gehen sollen, dann wäre ich jetzt an dem Event. Aber in dem Fall habe ich nicht mehr so an das Event gehen. Und jetzt habe ich dafür etwas anderes Cooles erlebt. Oder irgendwie einfach so Sachen. Also wie das Schicksal, einfach dem Schicksal vertrauen, Leute. Ja, meistens hat das ja seine Gründe. Alles hat seine Gründe, warum man da und dort ist und das erlebt und das nicht erlebt. Also das ist so meine Weltansicht. Und ich finde irgendwie auch, ja, nicht traurig sein über das, was man nicht hat, sondern irgendwie das geniessen, was man gerade hat. Eben, man lebt ja immer, gerade in dem Moment FOMO, man hat das Gefühl, man verpasst etwas, man will irgendwie dort sein, lieber anstatt da. Und einfach mal schnell chillen und sagen, jo, ich kann jetzt vielleicht auch mal einen Abend alleine daheim geniessen. Oder ich kann das jetzt nutzen, um mal Zeit für mich zu haben, vielleicht schon lange mal etwas machen. Und jetzt habe ich mal die Zeit für mich. Also wie, nehmt den Moment, den ihr gerade habt, oder weißt, vielleicht ist es auch schon so, dass ihr vielleicht nicht haben können, weil ihr etwas anderes habt oder weil ihr dann in der Ferien seid mit der Familie oder so. So geniessen die Zeit mit eurer Familie, geniessen die Zeit einfach gerade, wo ihr gerade sind und schätzt mehr das, was ihr gerade habt und nicht das, was ihr jetzt nicht habt. Und ich finde aber auch zum Thema FOMO, ich finde, man darf auch mal sad sein. Also wie, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so mega darüber gelabert, so ja, aber es ist halt, also weißt, wir sind alles Menschen, es ist irgendwie menschlich, dass man will das Zugehörigkeitsgefühl haben und ja, wir sind gesellige Tiere, Menschen und ja, darum ist es irgendwie logisch und ich finde, dann darf man auch mal traurig sein. Wichtig ist, dass man sich jetzt nicht irgendwie so komplett ins Loch fallen lässt, aber ja, Bro, wenn du dann halt mal einen Abend einfach so ein bisschen dich ausgeschossen fühlst, sad bist, dann nimm das Gefühl an. Wie gesagt, es ist menschlich. Und vielleicht kannst du eben so etwas Positives umwandeln, so, aber mach das nicht fertig, weil du jetzt denkst, oh mein Gott, ich habe FOMO, sondern es ist halt einfach normal. Und der letzte Punkt, habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit immer so davon geredet, weil ich das Gefühl habe, es ist allgemein in der Gesellschaft immer so ein riesiger Druck da. Aber ich will das jetzt eigentlich vor allem sagen, nicht zum euch Druck machen, sondern vielleicht zum euch mehr ermutigen. Und auch für mich selber,
zum mich ermutigen. Und zwar zum spontan sein. Das sind so Sachen wie mehr bei Sachen Ja sagen. Wenn mich jetzt jemand fragt, hey, hast du heute Abend Zeit? Einfach mal Ja sagen. Also natürlich, eben, wenn du gar keinen Bock hast, wenn whatever so, los natürlich auf dich. Aber wie ich bin mega ein Mensch, der mich dann bei Sachen muss überwinden muss. Und ich sage eigentlich auch immer, man bereut es eher, wenn man etwas nicht gemacht hat, als wenn man etwas gemacht hat. Und darum, ja, lieber einfach mal einmal mehr Ja sagen. Man kann ja dann, wenn es jetzt gar nicht geht, dann kannst du wieder heim. Wenn es eine Party ist, dann kannst du mal reinschauen und wenn du merkst, es ist nicht dein Vibe, kannst du immer wieder heimgehen. Aber wie einfach mal mehr zu Sachen Ja sagen, spontan sein, sich Sachen trauen, einfach mal Sachen machen. Eben, schneidet eure Haare, Bro. Machen mal einfach so ein bisschen, sich mal ein bisschen getrauen, spontan sein und einfach so ein bisschen so Sachen. Und eben, das habe ich jetzt auch für mich so ein bisschen vorgenommen, so ein bisschen Leute anfragen, ein bisschen Eier in die Hand nehmen und mal Leute schreiben, weil es gibt so viele Leute eigentlich, wo ich es gut habe, aber wo ich so selten mal, weißt du, so abmache. Und ja, ich bin halt eher die Person, die darauf wartet, dass andere mich einfach mal anfragen und dann, wenn die mich wieder anfragen, wäre ich so, mega cool, ja, safe. Und wenn ich dann so, ja, ich gehe eigentlich meistens nicht so. Und das nehme ich mir mega vor für den Sommer, einfach mal so wieder mal Leute schreiben oder auch Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, jetzt wie meine Kindheitskollegin, einfach mal schreiben, hey, hast du irgendeine Zeit, wollen wir etwas machen? Und Bro, wenn es Absage ist ja auch voll okay, aber wie einfach sich mehr getrauen. Ich könnte ja gleich dann auch noch stolz auf euch sein, wenn es eine Absage ist, dass ihr euch getraut habt, dass ihr es gemacht habt. Und voll. Genau. Ich habe es jetzt gerade wieder komplett durchgerattert, aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar schreiben, was eure Tipps sind oder wie ihr euch mental vorbereitet für den Sommer. Ob ihr euch Klimaanlage holt oder nicht, weil ich merke wirklich, es ist gerade gottlos. Vor allem, ich habe meine Haare offen und ich habe ja, es ist schlimm. Aber ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Das ist jetzt gerade so, ob ich jetzt Podcast-Pause mache, aber ich sehe uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Tag, whatever. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!